Vielen Dank, Dan. Hey, ich nehme mit, ich konzentriere mich auf die Versöhnung und nicht auf... Nein, ich konzentriere mich auf die Versöhnung und nicht auf die Lösung. Genau, so ist es. Hey, ich habe Freude, Susanna und Leo, ihr habt euch extra Zeit genommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid. Susanna, was macht man denn jetzt, wenn sich der Partner einfach nicht ändern will? Ja, das ist doch eine gute Frage, Debbie. Ich bin so froh, gibt es die Kläranlage von Gott. Also dieses Prinzip lebe ich schon seit Jahren und ich habe so viel Schönes damit erlebt, weil es mir einfach hilft, die Sicht zu ändern über meinen Partner, die Sicht zu ändern über mich selber und auch die Sicht zu ändern über Gott. Weil ich kann bei ihm alles abladen und Kläranlage ist so ein faszinierendes Wort, was genau das zum Ausdruck bringt. Und dann den Müll, der bleibt einfach dort und dann kommt das Gute und das gesäuberte Wasser wieder raus und das ist das, was mir hilft. Schön, wie ist denn das, Leo? Eben, ich habe gesagt, manchmal soll man zuerst zu Gott gehen. Wäre es nicht besser, wenn man immer zuerst zu Gott geht, bevor man zum Partner geht? Es geht es geht um die Herzensprüfung. Ich merke auch, viele von diesen Dingen, die mich nerven, die ich auch anspreche, hat eigentlich mit dem Partner gar nichts zu tun, mit mir zu tun. Das ist meine Unzufriedenheit, das ist mein Thema. Und dann finde ich es nicht gewinnbringend, das zu thematisieren, weil es auch eine falsche Schiene geht. Das ist etwas, was ich lösen muss. Darum sollte es in meinen Augen schon einen guten Reflex sein, dass ich eben zu Gott gehe und das mal spiegeln lasse. Und wenn es aber ein Thema gibt und Gott sagt, doch, das musst du ansprechen, das gilt für beide, dann tue ich es. Also das hat mit dem nichts zu tun, dass ich das nicht Konflikt ansprechen würde. Aber ich finde, vieles von den Konflikten muss nicht angesprochen werden, weil es mein eigenes Thema ist. Und da ist es gut, sich zu reflektieren, zu wissen, wo hält Gott den Finger drauf. Ja, das fand ich eigentlich sehr spannend, weil eigentlich ganz viele Probleme ja mit einem selber zu tun haben. Das fand ich ganz, ganz interessant. Ja, und dann kommt der ganze Frust, die ganzen Erwartungen, alles da hat man dann beim Gegenüber und hat dann die Hoffnung und den Wunsch, dass das Gegenüber dein Manko, man sagte, dein Tank füllt und das wird einfach nicht der Fall sein, wird nie der Fall sein. Und dann ist man noch mehr enttäuscht, oder? Und eben, es gibt so verschiedene Konflikttypen, die habt ihr angesprochen. Jetzt, wie geht ihr damit um? Leo rennt weg, du ziehst den Kopf ein. Wie löst ihr das zusammen? Schon spannend, oder, Leo? Wie lösen wir das? Also natürlich, so hatten wir grundsätzlich auch gar nicht große Konflikte. Also wir hatten Konflikte, war bei uns ein Thema, nie ein Thema, wobei es ist einfach aufgeschoben, so muss ich sagen in dem Sinne. Ja, für mich bedeutet das, dass ich stehen bleibe. Das ist mein Learning. Wenn ich ein Hase bin, und das bin ich muss lernen, stehen zu bleiben. Also ich sage zu mir, jetzt renne ich davon, bleib mal stehen. Also ist etwas, was man sich auch antrainieren muss, dass ich merke, okay, weil wegzugehen hat den Konflikt ja, ich umgehe den Konflikt, aber der Konflikt hat sich nicht gelöst. Also den Konflikt muss man lösen, man muss durch ihn durchgehen, um zu lösen. Also um ihn zu gehen, ist nicht gelöst. Also sagen wir mal so, durch das sich beide zurückziehen, hatte ich die Möglichkeit, diese Dinge wirklich als erstes mit Gott zu besprechen. Das ist natürlich der große Vorteil. Was in meinen Augen da ein bisschen hinterherhinkt, ist, dass Gott auch Beziehungen geschaffen hat, damit wir aneinander reifen. Und wenn man sich zurückzieht und den Konflikt einfach verziehen lässt, dann ist natürlich dieses eine, was ja etwas Positives wäre, das kommt dann vielleicht ein bisschen zu kurz. Und da holen wir jetzt nach. Da holt ihr nach. Und wie ist denn das bei euch? Also, wenn ich Sie so fragen, ihr seid auch Eltern. Ich habe effektiv das mal gehört, wir hatten gar nie groß Streit. Zusammen geht das eigentlich wunderbar, bis die Kinder kamen. Und das ist etwas, was ich oft auch höre von Leuten, wenn von außen her der Stress kommt, wenn der Druck viel zu groß wird, dann knallt es die ganze Zeit in der Familie. Aber wenn eigentlich alles harmonisch ist, dann gibt es gar keinen Grund für Streit, oder? Ja, bei den Kindern, das war natürlich bei uns auch so, bei den Kindern ist es natürlich so, dass plötzlich gewisse Wertvorstellungen oder Traditionen, die man hatte, wo man ja dann, man zieht aus und sagt, ja, ich werde Weihnachten anders feiern, ich werde meine Kinder anders anziehen. Das sagt man alles in der Theorie. Dann kommen die Kinder und man greift auf das wieder zurück, was man selber erlebt hat, ob es gut oder schlecht gewesen ist. Und das ist ja der Punkt. Kaum sind die Kinder wieder weg, kann man das wieder in die Theorie ummünzen, oder?
Ja, also genau, weil man bringt ja seine eigene Familie mit. Und da hingegen, da kam es natürlich dann schon zum Punkt, dass, was du gesagt hast in der Message, war der Klassiker, oder? Er sagt nichts, aber mit dem sagt er schon genug. Und unsere Jungs, die waren so sensibilisiert auf diese Dinge, die haben ihn verstanden, ohne dass er was gesagt hat und sich dann nicht gegen mich gestellt, aber ja, entsprechend gab es dann Konflikt. Spannend. Ja, und wir sprechen ja jetzt oft von Konflikten eben in Paaren, aber es gibt ja auch Streit sonst bei Menschen, teilweise der dauert über Jahre. Wie ist das? Soll man jeden Konflikt lösen oder gibt es auch einfach mal den Punkt, wo man sagt, man lässt es stehen? Ich finde, man sollte Konflikte lösen, weil sonst schiebt man es auf und man geht mit dem auch in das Grab oder man nimmt ja doch etwas mit. Und ich finde wichtiger, dass man muss ja nicht am Ende vom Tag gleicher Meinung sein. Das erlebe ich ja bei uns in der Kirche andauernd, dass Leute kommen und dann gehen, sie sind verletzt und sind enttäuscht und irgendetwas geschieht ja immer. Und ich sage immer, ich habe immer ein Gespräch, wir nehmen, wenn es geht, das Abendmahl und sagt, lass uns gegenseitig uns loslassen, uns gegenseitig vergeben. Man muss gewisse Dinge nicht mal genau gleich sehen. Vielleicht hat man auch beide Parteien haben recht, by the way, kann ja auch sein. Aber dass man sich loslässt und sich den Segen Gottes wünscht, hat mit der Kultur zu tun, wo ich lebe dann in der eigenen Kultur drin. Darum sage ich immer, man muss Dinge muss man lösen, sonst ist es einfach rausgeschoben. Und man nimmt das immer mit, das ist immer irgendwo latent da. Und ich glaube auch vieles von den Krankheiten, die wir haben, in der Seele, im Geist, im Körper, es haut dann irgendwo auf den Körper, auf die Seele irgendwo. Es hat einfach bei jeder Person, hängt das irgendwo anders an. Aber das hat eine Auswirkung. Ja, Gerhard, man sagt ja auch so nachtragen, oder? Und wenn man das mal wörtlich nimmt, das heißt, es ist einfach viel zu schwer. Ich habe das Gefühl, man kann jetzt nicht mit allen das so ausdiskutieren und diesen Frieden wieder finden oder diese Versöhnung, wie du sagst, aber dass ich für mich nichts mehr nachtrage, da muss ich alles dafür tun. Aber ich habe ein Beispiel, also in meinem Beispiel, ich habe auch mit jemandem, wir haben uns zerstritten, weil es eine Situation gibt, ich glaube, ich habe recht, der glaubt, er hat recht, der Klassiker, oder? Wir haben uns nicht geeinigt, aber wir haben gesagt, lass uns mit Würde das Abendmahl einnehmen und immerhin vor Gott meinen Fehler, deinen Fehler bekennen. Das haben wir gemacht und haben uns losgelassen in die Hände Gottes. Und wir sind keine Freunde mehr, aber ich kann sagen, wir haben da in der unsichtbaren Welt was gelöst. Verstehst du? Wir waren auch beim Lösen waren wir noch immer nicht gleicher Meinung. Aber wir haben gesagt, das soll uns nicht mehr anhängen, das soll uns nicht mehr weitertragen. Ja. Und man kann ja auch getrennte Wege gehen. Paulus und Markus haben sich zerstritten, gingen getrennte Wege. Die haben nichts mehr zusammen gemacht. Das gibt es. Aber man hat immerhin zu sagen, wir haben diesen Punkt gemacht, man hat es vom Tisch weggeräumt und ich werde auch nicht mehr schlecht über die Person sprechen, obwohl ich es anders sehe. Ja. Das hat dann mit Kultur zu tun. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und weiß ja auch, weil je nachdem, wie man ins Alter geht, das sieht man ja dann auch, wie Menschen sind am Schluss des Lebens. Daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man das löst. Auch. Ja, weil die Leute sprechen dann mega plötzlich bitter und negativ über Menschen und der und die und das und das ist interessant, die Wording der Menschen. Und eigentlich kommt ja nur das hervor, was schon immer drinnen ist. Das ist das Krasse. Im Altersheim gibt es keinen Filter mehr. Es kommt ungefiltert raus. Also das merke ich ja selber. Ich habe manchmal gedacht, wieso bin ich so direkt? Dann denke ich, das hat mit dem Alter zu tun. Du hast nichts mehr zu beschützen. Irgendwann du kämpfst immer gewisse Dinge. Und dann kommt das raus, was drinnen ist und dann ist man manchmal ich erschrecke und denke, das kann gar nicht wahr sein. Dann kann man es aber anpacken und sagen, man ist nie zu alt, um gewisse Dinge nochmals zu ändern. Also ich finde immer, ja, dann lass uns das anpacken, das ist kein Problem. Hey, finde ich ein super Schlusswort. Man ist nie zu alt, um etwas zu ändern. Hey, und ich glaube, das ist so einfach wichtig. Wenn irgendwo was ist, wenn der Schuh drückt, dann geh und klär doch das einfach. Ja, und das Einfachste ist, dass du wirklich auch zuerst zu Jesus gehen kannst und einfach mit ihm die Dinge besprichst. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz gute Woche. Ich freue mich, dich wiederzusehen an der Konferenz und sei gesegnet. Bis bald. Tschüss.